Hallo zusammen, du hast Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht noch gut. Ich bin relativ müde, bin ein bisschen kaputt, aber eben, das gehört dazu. Weil das Baby ist jetzt seit einem Monat auf der Welt und der eine oder andere hat so ein bisschen nach Infos gefragt. Und gewisse Sachen kann ich gerne ein bisschen erzählen. So ihren Namen und andere, da kennt ihr private Daten, wird jetzt nicht gerade raushauen. Ihr kennt mich auch, bin da eher ein bisschen vorsichtig. Aber ja, grundlegend kann ich sicher mal sagen, dass es, ja, die Geburt und jetzt auch die ersten paar Wochen sind so unglaublich intensiv und auch schön gewesen, dass ich muss sagen, es ist das beste Erlebnis, das ich jetzt in meinem Leben erlebt habe, ja, ohne Witze. Es ist so dürnig, es ist wirklich so dürnig. Und allzu fest ins Detail möchte ich gar nicht gehen, weil es lebt dann jeder auf seine eigene Art. Aber was ich sicher erwähnen kann, ich muss dann unbedingt mal etwas zum Morgen essen. Eines von meinen berühmten Mokka-Joghurt. Nein, aber was ich erwähnen kann, ist, dass wir eine Heimgeburt gemacht haben. Das ist etwas, das in der heutigen Zeit sehr selten anzutreffen ist, lustigerweise. Und ja, während der Zeit, wo wir uns ein bisschen mit dem auseinandergesetzt haben, ob wir das machen wollen, ob wir das machen können, was sind die Risiken, was sind die Vor- und Nachteile. Ich finde, jeder Mensch, der so ein bisschen Interesse an etwas hat, sollte sich dann ein bisschen intensiver mit dem auseinandersetzen. Das ist ja logisch. Und dann findet man dann plötzlich heraus, dass eine Hausgeburt, eine Heimgeburt eigentlich etwas viel sichereres und auch angenehmeres ist für die Mutter und für das Kind. Aber ja, die meisten Menschen in unserer Zeit, die erste Aussage ist immer, ja, und wenn da etwas passiert? Es passiert ja nichts. Wieso sollte man immer vom Negativen ausgehen und wieso sollte man sich ständig irgendwie absichern, falls etwas passiert oder so? Weil eben, die Chance, dass alles gut kommt, ist auch sehr gross und man hat ja dort gewisse Messwerte, wo man sich dann daran hält und daran richtet. Und ja, wir hatten eine ganz geniale Hebamme, die uns da unglaublich toll begleitet hat. Und ich weiss absolut, dass das sicher nicht jeder Mann oder jede Frau seine Sache ist, daheim jetzt eine Geburt zu machen. Gewisse finden das absolut verantwortungslos. Und dann muss ich dann auch ein bisschen anfangen zu lachen, wenn so Aussagen kommen. Und dann habe ich da oben schon ein paar interessante Gesprächsthemen, wo man die Leute schön aus der Reserve locken kann. Ja, ja. Also, eben ja, die Hausgeburt war wirklich ein unglaubliches, geniales Erlebnis gewesen, auch für mich als Mann. Im Spital ist man ja da zum Teil, oder auch im Geburtenhaus oder so, wird man zum Teil ein bisschen anders behandelt. Sicher auch gut und ich möchte auf keinen Fall wirklich wie PS4 gegen Xbox One oder sonst was immer jedem das Seine. Es sollen wirklich alle so entscheiden, wie es für sie am besten stimmt. Also, ja. Und dann war das Baby mal da und ja, ist es relativ ruhig verlaufen. So in der ersten Nacht ist sie wahrscheinlich auch noch völlig durch den Wind gewesen. Ich meine, ja, sie ist einfach gerade mal in die Welt reingespawnt und ist vorher halt einfach nicht unbedingt jetzt gerade so draussen gewesen. He? Also ja. Und dann ist es eigentlich losgegangen, so ab der zweiten Nacht ist es dann schon zum Teil heftig geworden, weil man halt nicht genau weiss, wieso das jetzt so traurig ist. Und ich hatte dann eigentlich auch die Situation gehabt, dass ich nicht mehr genau gewusst habe, ob ich jetzt wach bin oder schlafen. Weißt, das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. Aber wenn du dann in der Nacht eigentlich alle 10 Minuten wieder aufgeweckt wirst oder aufwachst, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, dann legst du wieder her, schläfst 10 Minuten, Viertelstunde, stehst wieder auf, 5 Minuten und so. Das fühlt sich dann eigentlich, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, ich weiß es nicht, tut sich dann eigentlich Schlaf und Wachsein so ein bisschen durchmischen und man bekommt dann nicht ganz mit, was man jetzt eben im Wachzustand mitbekommt und was im Schlafzustand mitbekommt. Und das ist einerseits noch ein bisschen gefährlich, sage ich jetzt mal, je nachdem, was man macht. Und andererseits war es dann für mich dann so gewesen, ich habe sie dann immer rennen gehört. Auch wenn sie nicht gerannt hat, auch wenn ich einfach tief geschlafen habe, irgendwie hat sich das so ein bisschen in mein Brain hineingefressen am Anfang. Und dort ist es dann darum gegangen, dass man halt eben auch versucht, locker zu bleiben. Und ja, eben, es kommt alles gut. Einfach ein bisschen auf das Kind schauen, ein bisschen achtsam sein, ein bisschen probieren herauszufinden, herauszuspüren, was ist. Und am Anfang ist das eben eine Herausforderung, wo man muss meistern. Und zum Glück waren wir zu zweit gewesen und zum Glück haben wir auch zusammen können reden, uns ein bisschen austauschen. Ich denke mir, gerade in solchen Situationen, weißt, wir machen es alleinerziehende Eltern, das ist ultra hardcore. Ja, ja.
eben, man macht sich dann sehr viel Gedanken über Zeug, die man vorher sich nie überlegt hat, never ever. Und ja, kommt dann zu relativ interessanten oder auch abgefahrenen Überlegungen. Und wie schon anfänglich gesagt, ist es gut, wenn man sich so ein bisschen überlegen, viele Sachen, aber es ist auch gut, wenn man ein bisschen spüren. Und es geht jetzt nicht darum, einen auf die Gespürschmitur zu machen, aber ja, es ist auch logisch, ein Lebewesen, das nicht reden kann, das sich noch nicht so toll mitteilen kann, dort bleibt einem fast nichts anderes übrig, als eben zu spüren und so ein bisschen zu lernen, wie reagiert das Lebewesen und wie kann ich dafür sorgen, dass es dem Lebewesen besser geht. Ja, Mama ist natürlich auch ganz fest gefordert, logischerweise, viel mehr als der Papa. Teilweise, ja, ich sage jetzt mal, in der Anfangsphase kann man als Vater vielleicht noch nicht ganz so viel machen, wie wenn das Kind so ein bisschen aktiver wird, aber also auch ganz fest natürlich Branding unterstützt, soweit das ist möglich war. Und das ist für die Beziehung natürlich auch wieder etwas ganz Neues, was man noch nicht kennengelernt hat. Ja, ja, aber jetzt ist die Kleine schon gleich einen Monat alt und es ist gewaltig, wie sie sich schon verändert hat. Holy moly, nicht nur optisch, sondern auch eben der Blick wird ja immer wieder klarer, eigentlich, je mehr, dass sie sich ja, in unserer Welt zurechtfinden. Und auch wie sie auf die Umgebung reagiert, wie sie auf uns reagiert, das ist, ja, es ist schon crazy. Es ist wirklich crazy und es gibt eigentlich nichts, wo mich ja, so fasziniert wie sie, wie die kleine Familie, wo ich jetzt Teil davon bin. Und darum, alles andere muss momentan so ein bisschen warten, teilweise. Oder braucht halt ein bisschen länger Zeit, aber die Zeit soll man sich ja auch nehmen, wenn man das kann. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich ganz genialen Arbeitgeber habe, wo mir 4 Wochen hat freigegeben. Das heisst, ich habe noch ein bisschen Ferien von letztem Jahr gehabt, Ferien von diesem Jahr genommen, habe noch ein bisschen Überzeit gebraucht und so weiter. Und sofort hat man das schon zusammen können klatschen. Aber es ist sicher nicht selbstverständlich in der Schweiz. Die Schweiz ist eigentlich sehr ein schäbiges Land, wenn man so anschaut, wegen Mutter- und Vaterschaftsurlaub. Aber wir haben ja nicht einmal eine Woche mehr Ferien, weil von dem her, was erzähle ich da überhaupt? Ja, ja, Kollegen aus Deutschland oder Österreich, die haben natürlich ganz, ganz andere Urlaube. Und ich finde, das ist auch sinnvoll, weil ja, ich weiß auch nicht genau, wenn man das so ein bisschen Psychologie und das vielleicht noch schnell als letztes Thema reinschauen von so einem Neugeborenen. Es liegt ja auf der Hand, wenn man ein Kind 3 Monate lang fertig macht und vielleicht sogar schlägt, dass das vielleicht ganz, ganz leichten Knacks bekommt und die Weltanschauung schon eher von Gewalt geprägt ist. Das trifft sicher nicht in 100% der Fälle zu, aber auch schon noch oft. Und es ist jetzt nicht so, dass wir das so machen. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir dann überlegt, was passiert, wenn man sich eben wirklich die Zeit nimmt am Anfang und fürs Kind da ist. Und am Anfang kann man es auch gar noch nicht verwöhnen, weil das Kind versteht erst über die Zeit, dass es ja eben kann rennen kann, dass die Eltern näher kommen. Da gibt es schon Kinder, die das auch ein bisschen ausnutzen und das muss man auch spüren. Aber gerade in der Anfangsphase kann man ein Kind nicht zu fest verwöhnen. Und da ist man einfach fürs da und tut es ein bisschen ja, haben, wenn es traurig ist und so, halt so die ganzen logischen Sachen. Und wenn man das Kind in der Anfangsphase sehr, sehr gut und eben auch achtsam begleitet, unterstützen, ist glaube ich, schon viel eine bessere Basis für das Leben von diesem Kind herum, als wenn es eben halt zum Teil ignoriert wird. Oder es gibt ja auch so komische Eltern, die ihre Kinder rennen oder so in der Anfangsphase. Nicht, dass sich es daran gewöhnt, dass man immer kommt. Das ist nicht so das Wahre. Ja, ja. Aber eben jedem das Seine. Und ja, das wäre jetzt nochmal der kurze Exkurs gewesen. Sagt doch, was ihr davon haltet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao zusammen.